Ein neues Abenteuer wartet uns hier zurück bei Pokémon Legend Arceus und wir haben uns in einen Sneeboss verwandelt. Nein, Quatsch, natürlich nicht, wir sind einfach hier hinten drin, weil es so cool aussieht und so und ich hatte auch keinen Plan, was das soll. So, mal gucken, was wir hier in der Umgebung noch haben. Also mit Sneeboss reisen ist schon ganz cool. Da gibt es noch ein paar Skorglas. Ich habe letzte Folge gesagt, dass ich hier die Ruinen nach erkundschaften will. Das will ich auch, aber zuerst noch ein paar Skorglas fangen, da ich sowieso irgendwie Bock hätte, mir ein Skorgro zu, ich wollte gerade sagen züchten, Quatsch, natürlich nicht, sondern zu trainieren. Züchten wird eher ein bisschen schwierig, in dem Spiel vor allem. So, ich glaube, jetzt brauche ich gerade momentan nicht mehr. Dankeschön, Kumpel. Wie gehabt, anschleichen und irgendwas schmeißen. Also mal gucken. Sehe ich. Achso, stimmt, wir haben noch Fundsachen, warum? Das wollte ich zwar gerade nicht. Nee, nee. Ebebomber M. Ja, komm, weg ist weg. Bringt auf dem Level sowieso nicht mehr viel. Nee, was ich eigentlich mal gucken wollte, sind die Skorgler. Hier genau. Genau, Kinoso haben wir. Da muss ich noch ein bisschen was trainieren für einen kompletten Pokédex-Eintrag. Warte mal, das ist das falsche Ding. Hier. Kredeberg Hochland. Wo sind die Skorgler? Was? Skorgler, Skorgler? Hä? Verarschen? Ah, hier. Ja, wir fangen nämlich ein paar, aber das noch nicht überliefert quasi und abgegeben. Einzelne Schlammbombe gesehen. Kann ja selber machen. Nächstes Mal gefangen und entdeckt zu werden, bringt mir jetzt hier nicht viel. Okay, aber noch 2 fangen. Sehr schön. Also ja, deswegen haben wir natürlich noch keine Info darüber, was sie gerne mögen. Zum Futter her und so. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, da es ja Boden-Pokémon sind, werden sie Reisköder sehr gerne haben. Denn ihr wisst ja, ohne Leis kein Fleiß. Das sieht so bescheuert aus, dass sie da stehen, oder mal. Ups, wo ist denn hingeflogen? Sind ja auch Flug-Pokémon? Das überrascht mich jetzt, dass bei beiden funktioniert hat. Warte mal, vom einen habe ich ein Knirschmaterial bekommen, der andere hat gar nichts abgeliefert, war? Schweinerei. Ich habe irgendwie gelesen, dass Skorglas ja auch den Scharfzahn droppen können, den ich für die Entwicklung brauche. Ja, wäre eigentlich schon praktisch gewesen. Aber gut, das Spiel will nicht, von mir aus. Gehen wir doch mal hier rein, und gucken, was es hier so Schönes gibt. Aber mal, Sneeboss kann glaube ich nicht rennen, wa? Da hat keinen Bock drauf. So. Hier natürlich immer den ganz normalen Eingang, weil es mir auch Wunder nimmt, was es hier so gibt. Dann machen wir mit Machomai. Kann ich mit ihm hier ein bisschen durchwaschen. Hat er zum Beispiel auch einen Mogelbaum gesehen. Das ist eigentlich schon schwierig, war. Sehe ich hier, ob ich irgendwie. Nee, ja. Oder ob ich schon mal gefangen habe, das meinte ich eigentlich. Alter Schwede. Na gut, selber schuld, wenn es so einen Quatsch macht. Was es ja nicht soll. So, eigentlich müssen wir einen Übertrank nehmen. Da ordentlich reingezwiebelt, hey. Das Viech. Na egal. So. Also, was? Sneeboss. Für hier? Ah, krass, das geht auch. Das ist natürlich nice.
Kann theoretisch auch irgendwie, falls mal irgendwelche Items gebe. Okay, gefällt mir. Gefällt mir. Das kann noch ein Mogelbaum. Können wir ganz kurz gucken. Haben wir das irgendwie schon? Da kommt Typ Wasser besiegt, dann von Mimikry gesehen. Oh! Aber ein Wassertag im Team. Das wird schwierig. Sparen uns später auf, komm. Jo, die Alga, was geht? Hey, Palkia, du bist ja auch hier, na? Was geht ab? Dieser Statue steht ein eher erhabenes Pokémon, das vermutlich vor langer Zeit verehrt wurde. Ernsthaft, in der Vergangenheit reden wir von langer Zeit? Wir wir verarschen. Lange Zeit verehrt wurde. So, Freunde, wenn wir mal sagen. Let's pull it out, wa? Quasi. Ach, da. Schade. Ich dachte mir, es könnte vielleicht auch mal, dass ich noch hier gepinnt habe. Aber nee, nicht ganz. Weil ein bisschen weiter runter war. Da haben wir einen Nasknet. Ja, hier mit dem Sneeboss hoch? Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, das habe ich definitiv noch nicht. Jetzt ist die Frage, ich meine, muss ich gar nicht irgendwie großartig hier was machen. 40. Komm. Oh, eine neue Beere. Jetzt. Ah, da ist sogar gleich wieder. Komm. Fangen habe ich jetzt genug, um mal ein paar besiegen, wäre es nicht so schlecht. Wie gesagt, ich hätte gerne, dass sie mal den Schafzahn droppen. Nö, muss das sein? Ja, jetzt reden natürlich nicht wegen der scheiß Rauchwolke. So ein scheiß Move. So, ist wieder zu sehen. Das ist ja schön. Eigentlich hast du einen relativ hohen Spezialangriff. Könnte also klappen. Gedroppt hat's nix. Stimmt, das ist aber gar noch nie so richtig geschaut, ob eigentlich Pokémon auch was droppen, wenn ich sie besiege und nur wenn ich sie fange. Müsste ich mal mir genauer angucken. So. Auf alle Fälle sieht es hier interessant aus. Gibt auch noch interessante Pokémon wie im Nasknet oder hier und dann noch ein Skorgler. Kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Das ging ja schnell. Was setze ich in die rein? Ganz schnell geswitcht. Denn du hast ja den Eiszahn drauf. Ernsthaft. Denn ich mal Schlammbombe eingesetzt. Ey, komm mal, so schlecht trifft jetzt Eiszahn auch wieder nicht.
Ja, man sieht halt schon, dass Piondragi halt doch mehr ein bisschen auf Defense aufgebaut ist. Also, sorry, vierfach Schwächen, er killt nicht direkt. Also, wo sind wir denn hier? Kann man die mal loswerden? Ein Knirschmineral. Huch. Müsst ihr das machen? Ah, okay. Mineralköder. Oh. Was ganz Spezielles, wa? Die Tasche ist voll. Pokéball, Pokéball. Gut, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Darauf kann ich jetzt tatsächlich gut verzichten. Der Rest davon, ja, müssen einiges irgendwie in die Tasche schmeißen, ins Lager. Schade, schade, das ist ein bisschen was Nerviges hier, aber gut, sei es drum. Das Sprichwort zu Nassknet erforscht, Methode unbestimmt. Okay, dann die Quest. Oh, das war knapp. Der hat mich gesehen. Ey! Gut gezielt. Wisst ihr, wenn ein Pokémon-Attacken auf einen selber treffen, hat sie irgendwie immer eine 100%ige Trefferquote. Alter! Okay, das ist gar Power. Weil, klar, Piondragi ist ein Gift-Pokémon, aber sorry, so schwer ist es auch wieder nicht. Ich habe eine dezente Bodenschwäche, fällt mir gerne mal so auf. Haben das hier den die Fähigkeit Schweben so nicht gibt. Was mache ich da? Da hat irgendwie gegen alles irgendwie was im Petto. Ja, von ein Skorgo, das wäre schon was. Leistungsander gedroppt, wa? Eine Schlammbombe gesehen, ja, von 2 von 3, das stimmt auch wieder. Ja, ich bin eigentlich schon ein bisschen am Arsch, wa? Leistungssand will natürlich mitnehmen, gar keine Frage. Ja, man soll wieder mal ein bisschen was herstellen, kaum. Machen wir mal noch ein paar Zentnerbälle, viel aber nicht mehr. So. Dann Piondragi, 48. Tonupto eben einfach voll davonlevelt. Was soll denn das, Tonupto? Das nicht so. Ich meine, ja, es ist schwer, aber so schwer. So, Piondragi, das kann ich bei dir eigentlich noch ein bisschen boosten. Schlammbombe ist natürlich ein spezieller Ding. Ja, gut, boost mal so, mal gucken. Kann ich eigentlich mit Sneeboss hoch? Das ist doch gerade Sneeboss. Haben nur Exemplar gefangen, tja. Was macht man da? Das ist ja eigentlich eher ein Gesteins-Pokémon. Das eine Sinelbeere wird vielleicht vermutlich für dich reichen. Was?
So pennt er gerade, so, aber gar nicht richtig gesehen. Ja, okay. Hat er gerade, hey, wieso geht er nicht aufs Fressen zu? Was ist das für ein Pokémon, das nicht gerne frisst? Ah, noch ein Skorgler. Und noch ein Mogelbaum. So, Mimikry gesehen. Ja, das war irgendwie auch cool. Ja, komm. Dann machen wir. Was machen wir da? Ja, komm. Hä? Er kommt jetzt, kommt er nicht. Ey, ganz ehrlich, was ist denn in Pokémon heute los? Ah, er sieht's natürlich, ist klar. Was? Ups. Was ist das für ein Pokémon? Das ist gar nicht drin geblieben. Warte mal. Ich kann es nicht merken. Reis könnte was, glaube ich, wa? Ja, Reis. Also bleibst du aber drin, Alter. Ja, geht doch. Bei Zentnerbällen kein Problem. Ich hab schon wieder gesehen. Ich höre ständig was so. Ein bisschen anstrengend. So. Oh. Einer übersehen die Truhe. Pokebälle. Ja. Oh, das Nachtnet da hängt gerade auch. Sag mal. Ich kann gerade sagen. Ups. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Schlaf schön. Ja, sonst bin ich hier wohl gut durchgekommen, wa? Ne, den machen wir auch schon. Okay, noch ein paar Bälle. Was gibt's denn hier oben noch? Hä? Haben die gerade Kling Kling gemacht? Das klingt ja. Ah, da die Bronzels da oben. Das ist schon fast irgendwie ein Magnetil oder so. Hä? Außerhalb der Raumzeit-Dingsbums, Gedöns. War ein bisschen schwierig, war. Aber jetzt ein paar davon. So. Kurz Karte checken. Okay. Tempelruine. Elysian-Tempelruine. Ah, Elysian kennen wir doch. Elysian-Bergpfad. Ja, würde man sagen, Freunde, da gehen wir nachher direkt auch hin. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen hin hier. Mein Erforschen so ist natürlich schön und gut, gar kein Thema, war. Wir wollen ja auch ein bisschen mit der Story vorwärts kommen. Das heißt, kurz heilen, einkaufen, diesen jenes, Boxen mischen. Boxen mischen. Richten vor allem eher. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, Metallmantel, genau. Können einen Stalos draus machen oder eher einen Sherox. Da haben wir Bock drauf. Späteren Zeitpunkt natürlich. Dann alle in die Kiste schieben. Die brauchen wir für was anderes. Wir erinnern uns. Die können auch alle mal weg. Braucht kein Mensch mehr. Die genauso. Bälle haben wir noch ein paar im Petto. Kann also nur der auch unterwegs noch machen. Also kein Problem. Können wir noch ein paar Tränke und so noch machen, wa? Also verkehrt. Schleichspray nehme ich jetzt trotzdem mal mit, obwohl ich ihn selten eingesetzt habe. So, den auch. Knallkugel, bin ich jetzt so Fan von aktuell. Das Ding würde ich gerne mal herstellen, die Klebkugel. Die soll richtig geil, cool sein. So.
Gemach, gemach. Dann kurz pennen. Professor Laven, yo, hier, Sir, hier haben Sie es. Vieles Gargel, ach du Scheiße. Gierrock erfüllt. Muggelbauern, da fehlen noch ein paar. Ja, vor allem noch eins fangen, war dann müsste glaube ich auch voll sein. Marshall ist auch schon Level 10, gar kein Thema. Magne Zone auch. Macho mal, bin ich gut dran. Kraft hätte noch ein paar einsetzen, dann kommt das schon. Skargler schon Level 10, Forschungslevel her, perfekt. Da Items sind im Besitz, Knirschmineral und Schafzahn. Hä? Okay, der Pokédex ist komplett Level 10. Er sagt mir, das Vieh hat einen Schafzahn, aber ich habe noch gar nicht gesehen. Also woher will er wissen, dass er überhaupt einen Schafzahn dabei hat? Das sind so Dinge, die ich nicht ganz verstehe, Freunde. Weil, bin ich jetzt tot, aber dann irgendwie einfach nicht mehr... Nee, ich bin nicht dabei. Definitiv nicht, oder? Mein, so bin ich jetzt aber wieder nicht. Wir haben hier ja... Genau, das sind eigentlich die Arzneien, Bonbons, so, dann kommen Entwicklungsgegenstände. Ich sehe hier keinen Schafzahn. Ist auch kein neues Item, da gibt es ja schon seit der 4. Gen. Die ganz krassen Bälle. Okay. Naja, sei es drum. So, Moment, genau. Wenn wir sagen, machen wir jetzt ein bisschen Tempo hier. Tempo, 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 Tempo. Oh, Palim. Du bist neu. Scheint ein schnelles Viech zu sein, wa? So, erstmal schön Donnerwelle spammen. Was? Warum? Das hast du toll gemacht, Magneson, Alter. Stalos direkt hier auch noch. Alter, was taucht hier noch alles auf? Hey, nein, was mache ich da? Was mache ich da? Falsche Knöpfe. Panik. Da ist ein Herrscher-Stalos. Wäre ein Job für Tornupto. So, komm, wisst ihr was? Scheiß drauf, jetzt mal was anderes. Bodenliegende Pokémon. Das waren die Reisköder, genau. Tja, Level 60. Ja, nee. Wow. Aber hey, Palim Palim haben wir. Reich mir. Tschüss. Puh. Ein Rizeros. Alter Schwede, was ist denn hier wieder los? Sneeboss. Ja, das wäre was. Was? Nein. Knirschmaterial. Also sind wir hier wieder. Oder? Nee, nicht so ganz. Hä? Warum denn jetzt sind verschollen? Bin eigentlich nur ein bisschen tiefer, wa?
Natürlich wieder ein Herrscher, super. Von mir aus Alpha. Alpha-Viech. Skarglas, hey. Tja. Ein Ding gibt's wie gesagt nicht hier, wa? Schade. So ein Schafzahn von dem Viech. Nein, Verschwendung, weil wir hatten das schon mal mit dem Magneson hier oben. Keine Ahnung, was das Vieh hier oben will. Man kann es eh nicht fangen. Oh. Das hingegen klingt cool. Ich hoffe, es ist in der Nähe. Was? Jetzt plötzlich doch? Ich frage mich ja, ob er es irgendwie fangen könnte, falls er später mal fliegen kann. Also mit einem Flug-Pokémon. Und man daraus von der Höhe vielleicht auch in den Pokéball schmeißen kann. Ah, Freunde werden es noch erfahren, anderes Mal. Die Party wird leider wieder vorbei. Das ist krass, wenn man sich irgendwie nicht gerade um die Story kümmert, geht es immer so schnell voran. So schnell vorbei auch vor allem. Ein Bronze-Song, aber das wäre eigentlich auch schon, glaube ich nicht, wa? Mal fragen, wo gehst du jetzt eigentlich hin, Kumpel? Ja, hätte sein können. Hey, na was geht? Ich glaube, da mache ich lieber ein bisschen Rambazamba und kill's direkt mal, oder versuch's zumindest. So, dazu. Ja, Sheltera, du bist cool, du schaffst das. Komm, schlaf, Bruder. Schön zielen. Oh, wieso nicht, ey. Guck, hier. Sheltera, guck mal, wo ich stehe. Ziel auf mich. Das Glas dann funktioniert. So, noch mehr Schwächen. Ich glaube, da müssten die Hyperball ausreichen. Ching Ching, gefangen. So, also was das anbelangte, war die Folge sehr erfolgreich, mit Pokémon fangen und so. Krafttechnik, oh, sehr schön. Okay. Das sieht mir aus wie ein Sneebel, aber wohl wie ein Hisui-Sneebel. Kann man so ein Pech haben, ganz ehrlich. Na komm. Ich weiß nicht, was es für ein Typus hat, Hisui Sneebel. Ich denke, es ist ein bisschen schwierig hier zu entscheiden, welchen Ball ich da, das Ding hier schmeißen soll. Ich versuch's mal. Sneebel. So, das Aussehen nehmen wir jetzt mal an, dass es keinen Eistyp mehr hat, wa? Das ist ein Gyarados im Wasser. Krass. Okay, Freunde, wir würden sagen, wir machen nächste Folge das Gyarados holen. Ching, ching. Wir haben nicht viele, wir haben unser Team. Nein, Quatsch.
trotzdem noch ein bisschen was gemacht, war. Da heißt eben, Raumzeitverzögerung bahnt sich an, sehr schön. Das passt ja. In der nächsten Folge hätte ich jetzt gesagt, dass wir mal die beiden Orte machen. Super. Also, erst hier hin, dann hier hin, Raumzeitverzögerung und dann nach hier oben, war. Ja. Dann eben mal gucken, ob wir das Skalador-Singen noch fangen können, werden, wie auch immer. Oh, das ist ein Sichler. Brauchen wir momentan keins, aber schaden kann es ja auch nicht, wa? Wo wir schon Level 10 und so haben von dem Ding. Naja, wir schauen mal, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen.